Technik, die die Welt verändert hat. Platz 10. Der Cinematograph der Brüder Lumière. Kamera und Projektor in einem. 1896 löst dieser Film bei den Zuschauern Panik aus, weil sie glauben, dass der Zug in den Raum hineinfährt. Der Geburtsmoment des Kinos. Platz 9. Der Dübel. 1958 erfunden von Arthur Fischer. Seine fantastische Idee, 25 Jahre nach seiner Schlosserlehre, bei der ihn immer wieder geärgert hatte, dass nichts hielt, wenn man etwas befestigen wollte: der Dübel spreizt sich, sobald man eine Schraube hineindreht. Dann hat er diesen Spreizdübel, den S-Dübel, erfunden. Und das ist ein genialer Streich eines genialen Menschen, der mehr Patente hat als Thomas Alva Edison. Platz 8. Die Apparatur zur Messung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Diese ermöglicht uns, die Entstehung des Universums zu beobachten. Eine Live-Übertragung, die um Milliarden Jahre verzögert jetzt bei uns ankommt. Entdeckt durch Zufall. Mit diesem Gerät wollen 1965 die Astronomen Arno Penzias und Robert Wilson Radiowellen aus der Milchstraße empfangen. Sie bekommen aber nur Rauschen. Man hat zuerst gedacht, das Rauschen ist ein Fehler in der Antenne, bis hin mit dem Besen versucht, Taubendreck von der Antenne runter zu kratzen, weil man gedacht hat, das verursacht das Rauschen, bis die theoretischen Physiker gesagt haben, nein, das könnte eine der bedeutendsten Entdeckungen in der Geschichte der Menschheit sein, nämlich den Widerhall des Urknalls vor 13 Milliarden Jahren entdeckt zu haben. In die Mechanik der Schöpfung blicken dürfen. Es ist zuletzt doch nur der Geist, der jede Technik lebendig macht, schreibt Goethe. Die Grenze zwischen bescheuert, verrückt und genial, die ist oftmals sehr knapp. Und manchmal, mit Glück, geht es gut. Es ist eine geniale Erfindung, Entdeckung, es führt zum Nobelpreis. Und manchmal ist es totales Desaster, führt zu Tötungsmaschinen. Platz 7. Die Bombe. Keine Maus der Welt würde eine Mausefalle konstruieren, schrieb Albert Einstein. Aber der Mensch erfand die Atombombe. Im Wettrüsten zwischen USA und Sowjetunion besaßen die beiden Staaten zusammen 70.000 Atomsprengköpfe mit einer Sprengkraft von 800.000 Hiroshima-Bomben. Die Apokalypse als technische Möglichkeit. Platz 6. Die Z3. 1941 erfindet Konrad Zuse den Computer. Die erste programmgesteuerte, vollautomatische binäre Rechenmaschine der Welt. Sein Traum? Nie wieder Kopfrechnen. Das übernehmen jetzt die 0- und 1-Löcher. Das gefiel mir als junger Student gar nicht, dass ich meine kostbare Zeit für diese Dinge einsetzen sollte. Und ich sah mich um nach Möglichkeiten, so etwas mit technischen Mitteln, mit Rechenmaschinen, besser und eleganter zu lösen als bisher. Im Mai 1941 stellte Konrad Zuse die Z3 vor. Er wurde kurz danach in den Krieg eingezogen. Andere lassen die Familie zurück. Ich die Z3, schrieb er an einen Freund. Platz 5. Das Rad. Obwohl es in der Natur den Pillendreher gibt, der die Kugel aber nur vor sich herschiebt, kommt das Rad in der Natur nicht vor. Warum nicht? Weil vielleicht die Natur es nicht nötig hatte. Eine Ameise kann immerhin das 1000-fache ihres Gewichtes auch so tragen. Aber der Mensch die geniale Idee hatte, dass das Rad dadurch ausgezeichnet ist, dass es eine Achse hat. Platz 4. Die Achse. Der eigentliche Geniestreich. 1 Minute nach dem Rad erfunden. Vor vermutlich 5000 Jahren. Platz 3. Der Benz-Patentmotorwagen. 1886, die Geburtsstunde des Autos mit Verbrennungsmotor. 265 Kilogramm, 16 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit und ein knappes PS. Berühmt wurde der Wagen mit nur einer Fernreise. Bertha Benz und Söhne fuhren von Mannheim nach Pforzheim. 100 Kilometer. Sensation.
Platz 2. Das Rastertunnelmikroskop. 1981 schaffte es Gerd Binnig, das kleinste Teilchen sichtbar zu machen. Das Dogma war, es ist nicht möglich, Atome zu sehen und Moleküle schon gleich nicht. Und er hat gesagt, ich probiere es einfach aus. Durch Abrastern wurde ein Bild von geordneten Atomen auf einer Kristalloberfläche erzeugt. Es gelang, ein Schwefelatom aus der Oberfläche herauszulösen. Dabei entstand das kleinste Loch der Erde. Als ich zum ersten Mal unter Anleitung von Gerd Binnig persönlich selbst als Postdoktorand Atome sehen konnte, mit dem Instrument. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, war so aufgeregt. Platz 1, der Wright Flyer. Das erste Motorflugzeug der Welt. Gebaut von den Brüdern Wright, Besitzer einer Fahrradwerkstatt in Ohio. Nachdem ihr Lehrer Otto Lilienthal tödlich abstürzt, entwickeln sie das erste motorisierte, bemannte Fluggerät. 1903 hebt der Flyer zum ersten Mal ab. Nur 36 Jahre später gibt es den weltweiten Luftkrieg. Technik ist oft zu groß für den Menschen, der sie erfindet.